Bin da. Wer noch? Oh, welche Freude, welch ein Friede. Nur noch ein paar Tage, dann ist es wieder soweit. Dann feiern die Sinclairs wie alle anderen Dino-Familien das glückliche Eisschrankfest. Wir machen's genauso wie voriges Jahr. Ist gut, du schmückst den Eisschrank, ich häng die Schrift auf. In Ordnung, alles klar. Ich kann's kaum noch erwarten. Hübsch, Kinder. Danke, Papa. Oh, Franny, das duftet. Ist das wieder deine berühmte Eisschrank-Schimmeltorte? Earl, ich habe ein volles Jahr lang den Schimmel aus dem Fleischfach gesammelt. Da wirst du wohl noch 2 Tage warten können. Diesmal ist sie auch von außen schön schimmelig. Ein gutes Zeichen für das Eisschrankfest. Eisschrankfest, was ist das? Hab ich dir doch schon mal erklärt. Und habe ich dabei zugehört? Mit dem Eisschrankfest feiern wir Dinos die Erfindung, die unsere moderne Zivilisation erst möglich gemacht hat, verstehst du? Meinst du Windeln? Nein, obwohl das auch eine sehr wichtige Erfindung war. Ganz besonders für den Sommer. Bevor es Eisschränke gab, konnten die Dinos keine Nahrung aufbewahren. Sie mussten dauernd unterwegs sein, um sich frisches Essen zu beschaffen. Und ihre Füße waren wund, ihre Knöchel waren geschwollen, das Leben war eine einzige Plage. Für Romantik blieb überhaupt keine Zeit. Doch eines schönen Tages hat ein weiser Dino herausgefunden, dass das Essen knackig frisch bleibt, wenn man es in einen eisigen Kasten packt. Da mussten wir nicht mehr umherwandern, um Essen zu beschaffen. Seit der Zeit kann man nachts noch einen Happen essen, ohne vorher im Schlafanzug durch den Wald zu flitzen. Deshalb feiern wir seitdem die Erfindung dieses Eiskastens mit einem ganz besonderen Tag. Aha. Hast du es nun verstanden? Nein. Das Wichtigste ist, dass man viele Geschenke bekommt. Es gibt viele Geschenke. Hoffentlich hast du die schon gekauft. Und ob ich die schon gekauft habe? Hab mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Viel ist es nicht bei dem lausigen Lohn. Keine Sorge, mein geliebtes Zuckerstück. Ich krieg ja noch meine Eisschrankfestzulage. Genau. Freut mich für Sie, aber bitte essen Sie mich nicht. Ja. Das Wichtigste an diesem Festtag ist aber nicht Geld auszugeben. Vielmehr sollten wir an dem Tag für alles dankbar sein, was wir haben. Genau. Und was haben wir? Zum Beispiel unsere Familie. Ach so, ja, stimmt. Und außerdem sollte man 2 Tage lang vor dem Fest fasten, um uns daran zu Franny. erinnern, wie schwer es unsere Urahnen hatten, bevor diese Erfindung gemacht wurde. Ich hab's schon schwer genug in meinem eigenen Leben. Ich brauche keine Urahnen, um mir das vorzustellen. Also gib mir mein Frühstück zurück. Nein. Fran! Na gut. Schon in der Mittagspause, als Dino-Papa Earl seinen Kumpel Roy mit gierigem Blick die guten Happen verschlingen sieht, bekommt er einen mächtigen Kohldampf. Willst du denn heute überhaupt nichts, mein Freund? Nein, meine Frau meint, ich soll mir ein Loch in den Bauch fasten. Finde ich klasse. Und wie kommt es, dass du nicht fastest? Ich faste nur zwischen den Mahlzeiten. Bist ein Revolutionär. Ja, ja. Also hast du was dagegen, wenn ich mir ein Häppchen von deinem Essen nehme? Tut mir wirklich leid, mein Freund. Aber ich will nicht, dass Fran sauer ist. Alle Experten meinen, dass Zoff mit der Ehefrau deines Freundes auch die allerbeste Freundschaft kaputt macht. Ja. Und außerdem ist Fasten gut für deine füllige Figur. Sinclair, sofort in mein Wir Büro! müssen abhauen! Nein, Komm keine weg. Bange, mein Junge. So kurz vor dem Fest braucht man doch keine Manschetten vor dem Bus zu haben. Denn diesmal geht's doch sicher bloß um die Festtagszulage. Tag, Chef. Ah, komm mal rein, Earl. Freut mich immer wieder, wenn wir uns sehen. Earl? Nicht Sinclair? Earl, komm mal rein, Earl. Ah, komm mal rein, Earl. Oh, ich habe hier noch nie einen Ofen gesehen. Den habe ich aufgestellt, damit meine Mitarbeiter einen Platz haben, wo es warm ist und wo sie sich wohlfühlen. Ist es wahr? Grog gefällig? Na, Gern heißen Dank. zum Wohl. Zum Wohl. Also, ich liebe dieses Wort. Zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Jetzt zusammen. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ich wusste gar nicht, dass Sie so lustig sein können, Herr Ritchfield. Genug gescherzt. Nun wollen wir endlich mal zum Thema kommen.
Ich habe in meiner Hand hier 3 Briefumschläge mit fetten Eisschrankfestzulagen. Rate mal, welcher ist für dich? Die Umschläge sind alle für dich. Du bekommst sie von mir alle 3, weil ich dich nämlich gern habe. Ich hab sie auch besonders gern. Na, dann komm mal her und lass dich von mir in die Arme schließen, mein Freund. Sinclair! Oh, ich hatte gerade so einen wundervollen Traum. Kommen Sie sofort her! Oh, ja, ich fliege schon. Tagchen. Oh, hallo, mein Chef. Hier ist mächtig kalt hier drin. Wie wär's, wollen Sie nicht den Ofen anmachen? Ofen? Der muss Ihnen auf die Birne gefallen sein, wenn Sie hier jemals einen Ofen gesehen haben. Fröhliches Eisschrankfest. Hier, die sind für Sie. Oh, Bleistifte. Fein, vielen lieben Dank, Chef. Eine nette Vorspeise für meine fette Festtagszulage. Die sind kein Geschenk von mir, Sie Schwachkopf. Die Bleistifte sollen Sie anspitzen, aber irgendwo, wo ich das nicht mit ansehen muss. Chef, kommen wir wieder zu meiner Zulage. Da waren wir zwar noch gar nicht, aber ich dachte, ich finde einen geschickten Weg, um dahin zu kommen. Doch ich finde keinen. Ich wollte nur fragen, wann wir von Ihnen die Zulage bekommen. Sie wollen? Habe ich vielleicht einen Witz gerissen? Dann habe ich ihn selbst nicht verstanden. Festzulage! Festzulage! Ich liebe dieses Wort. Sagen Sie es mit mir zusammen. Festzulage, 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 Festzulage. Es gibt keine Festzulage in diesem Jahr. Doch, die gibt's. Irrtum gibt's nicht. Doch, die gibt's. Irrtum, die gibt's nicht. Doch, die gibt's. Die muss es geben. Ich brauche das Geld. Ich habe damit gerechnet. Sie haben damit gerechnet und deswegen bekommen Sie auch kein Geld von mir. Was? Wenn Sie damit gerechnet haben, ist es keine Zulage mehr, dann ist es nämlich Lohn. Also, weil Sie damit gerechnet haben, bekommen Sie keine Festtagszulage von mir. Ich habe nicht damit gerechnet. Gut, dann werden Sie auch nicht enttäuscht sein und nun verschwinden Sie. Hey, aber sagen Sie den anderen Faulenzer noch nicht, dass es keine Zulage gibt. Das werde ich selber machen. Das wird mein kleiner Festtagsspaß. Oh, wie schön ist doch die fröhliche Eisschrankzeit. Robbie und Dino-Tochter Charlene hocken gemütlich zusammen und basteln. Die Glotze läuft nebenbei und bringt, passend zur Eisschrankzeit, witzige Werbespots. Was ist wohl schöner, als seinen Lieben daheim zum Eisschranktag etwas zu schenken, das noch weit über die Festtage hinaus fröhliche Farbe in den farblosen, langweiligen Alltag bringt? Deshalb schenken Sie Farbe. Wir wünschen frohe Eisnacht, wir wünschen frohe Eisnacht, wir wünschen frohe Eisnacht, schenken Sie doch Farbe. Farbe. Also mit dem Fest für irgendeine Farbe-Werbung zu machen, ist aber wirklich das Darüber Letzte. kann man streiten. Das ist eine der komplizierten moralischen Fragen der modernen Zeit. Wir sind der Meinung, wenn ein Dino weiß, was das Beste für seine Familie ist, sollte sich kein anderer Dino einmischen. Wir sind auch der Meinung, wenn eine Firma weiß, was das Beste für die Gemeinde ist, sollte die Gemeinde sich nicht mit lästigen, zeitraubenden Vorschriften und Gesetzen einmischen. Denken Sie darüber nach. Genießen Sie am Eisschranktag die Freiheit der Natur, die wir für Sie gestalten. Wir, Ihre Freunde von der Treufuß. Treufuß. Wir machen's richtig, wenn Sie uns in Ruhe lassen. Fertig? Ja. Hallo, Kinder. Ja, Papa. Hallo, Papa. Wo ist eure Mutter? Da beim Baby. Fran, hör mal zu. Was gibt's denn? Hab eine schlimme Nachricht, die müsst ihr euch alle anhören. Was ist denn? Hab einen Eisschrank gemalt, sieh mal. Das ist Hab toll. auch den Eisschrank überall angemalt. Das ist nicht so toll. Und die Wände und den Fußboden und ich habe Darf auch... ich jetzt vielleicht mal ausreden? Hör auf damit. Einverstanden. Hört zu. Es ist was passiert, das uns allen nicht besonders gefallen wird. Was denn? Ich krieg keine Festzulage und damit sind wir völlig blank. Hast du schon die Geschenke für uns gekauft? Ja. Wo ist dann das Problem? Das Problem ist, dass wir die Rechnungen bezahlen müssen. Also was sollen wir nun machen? Aber wenn Papa schon eingekauft hat, wo ist denn das Problem? Klar, die Rechnung kann ruhig ein bisschen warten. Was soll's? So kurz vor dem Eisschrankfest. Da werden alle bestimmt etwas großzügiger sein. Und da haben alle Verständnis dafür, dass man vielleicht nicht sofort bezahlen kann. Doch leider hat sich Dino-Papa Earl auch in diesem Fall mächtig geirrt. Schon ein paar Stunden später steht der Dino-Schuldeneintreiber mit einer großen Handkarre vor der Tür. Was? Eine Pfändung? Oh. Tja, Mann, Sie hängen einen halben Tag mit den Zahlungen hinterher. Bei einer Stunde würden wir ja nicht sagen, aber ein halber Tag, das ist einfach zu viel.
Aber doch nicht den Eisschrank. Bitte nicht den Eisschrank mitnehmen. Der Eisschranktag steht vor der Tür und wir haben Kinder. Kommt mal her. Ja, morgen ist Eisschranktag. Bitte nicht den Eisschrank. Bitte. Könntet ihr das von meinem Bein entfernen? Hab dich angepinkelt. Hab ihn angepinkelt. Wir konnten einfach nicht bezahlen, denn mein Mann hat seine Festtagszulage nicht bekommen. Ja, können Sie nicht vielleicht irgendeinen anderen Schrank mitnehmen? Leider nicht. Der Boss nimmt immer das, was den Kunden am meisten fehlt. Und das ist natürlich zum Fest der Eisschrank. Ihr Schiff ist ja ein besonders gelungenes Exemplar von einem Dino. Ja, aber wir haben eine fette Festzulage von ihm bekommen. Vorsicht, Platz da. Hey, Vorsicht. Mach's gut, Eisschrank. Es ist furchtbar. Das Fest ist im Eimer. Ich bin ein Nichts. Ich bin das Letzte. Papa, du bist nicht das Letzte. Ja, du hast recht. Ich bin das Allerletzte. Ich bin das Allerletzte. Ich wünschte, ich wäre nur das Vorletzte. Alles lacht mich aus. Es wird alles wieder gut. Nein, wird es nicht, Fran. Das wird für uns der traurigste Eisschranktag aller Zeiten. Es ist ein neuer Morgen. Doch für Dino-Papa Earl kein guter Morgen. Selten, wirklich selten ging es ihm so miserabel wie heute. Nein! Nein! Papa hat echt seelische Bauchschmerzen. Er reagiert seinen Kummer ab, das hilft ihm. Wir wünschen frohe Eisnacht, schenken Sie doch Farbe. Oh, eisiger Freund. Ich frag mich, was du jetzt wohl gerade machst. Wir müssen etwas unternehmen, den Eisschrank wieder zurückholen. Super Einfall. Wir spazieren in die Kaufhöhle und klauen ihn einfach. Ich nehme eine extra große Tasche mit. Ja, aber wie wär's denn, wenn wir versuchen würden, die Geschenke, die euer Vater für uns gekauft hat, zurückzugeben und mit dem Geld dann den Eisschrank wieder zurückzukaufen? Gut. Nicht doch. Zu dem Familienfest gehören nun mal Geschenke. Das ist wie zwei Sachen, die fest zusammengehören. Und wenn eins von beiden nicht da ist, dann fehlt dem anderen was Wichtiges und dann klappt's nicht. Wer behauptet eigentlich, du wärst doof? Ich will einfach nicht auf meine Geschenke verzichten. Außerdem, ich kenne kein Geschäft, das einem freiwillig das Geld wieder zurückgibt. Ich weiß, dass sowas nicht üblich ist, aber wir müssen es versuchen. Dieses Fest ist zu wichtig für euren Vater. Er bricht sonst noch völlig zusammen. Lasst uns froh und munter sein und uns auf die Eisnacht freuen. Wo drin sollen wir uns erfrischende Eiswürfel machen, wenn wir jetzt gar kein Eisfach mehr haben? Oh, was soll bloß aus mir werden? Der Eisschrank ist weg und wir müssen verhungern. Earl, wir verhungern überhaupt nicht, sondern wir fasten, das ist alles. Nein, Fasten ist, wenn das Essen vor deiner Nase steht und du isst es trotzdem nicht. Es ist aber kein Essen da und das heißt, wir verhungern. Ich hol mal die Geschenke. Ich auch. Es ist kaum zu fassen. Bepackt mit einem Berg von Geschenken machen sich Dino-Mama Franny, Charlene und Robbie auf den Weg ins Einkaufszentrum, um die Ware gegen Bares einzutauschen. Verehrte Kunden, nicht so langsam! Suchen Sie noch in allerletzter Minute ein Geschenk zum Eisschrank. Vielen Dank. Dann besuchen Sie unsere Oh, das ist ja Wahnsinn! fröhliche Eisnacht, fröhlich einkaufen. Verzeihen Sie, es ist zwar etwas ungewöhnlich, aber wir möchten diese Geschenke, die mein Mann hier gekauft hat, wieder zurückgeben. Was, wieder zurückgeben? Sowas habe ich ja noch niemals gehört. Aber wir nehmen Ihr ungewöhnliches Angebot gern an. Vielen Dank. Legen Sie es irgendwo hin. Frohes Fest. Nein, warten Sie. Wir wollen das wieder zurückgeben und dafür unser Geld wieder haben. Wissen Sie, das erscheint mir aber völlig sinnlos. Ist doch eine völlig neue Idee. Aber wir haben Tonnen von diesem Schrott. Wieso sollten wir ihn den wieder abkaufen? Habe ich Mama gleich gesagt. Hey, Frank, vielleicht verstehst du die Geschichte. Wir haben den Kunden hier diese Sachen verkauft und jetzt wollen sie die an uns verkaufen. Etwa mit Profit? Ich glaube nicht. Oder wollen Sie bei dem Rückverkauf von dem Krempel da etwas verdienen? Selbstverständlich nicht. Na, das sollten Sie aber, wenn Sie etwas verkaufen. Sowas ist üblich. Aber wir wollen ja überhaupt nichts verkaufen. Ach, jetzt läuft die Sache wieder anders lang. Oder sollte das vielleicht nur ein Scherz sein, damit ich vor den Augen meines Kollegen hier wie ein Volltrottel dastehe? Nein. Oder vielmehr ja. Wir wollen die Sachen verkaufen, stimmt. Also, würden Sie uns das wieder zu dem Preis abkaufen, den wir dafür bezahlt haben? Verstehe. Hören Sie, wir sind eine Kaufhöhle. Sie aber sind die Kundschaft. Würden wir von Ihnen was kaufen, wären wir die Kundschaft und Sie die Kaufhöhle. Wollen Sie eine Kaufhöhle sein? Bedenken Sie die große Verantwortung. Ich wäre gerne Kaufhöhle. Na, wenn er fragt.
Wir wollen keine Kaufhöhle sein. Also, ich glaube, da gibt es nur eine Lösung. Und zwar, dass Sie uns diese Sachen hier billiger verkaufen, als wir sie ursprünglich mal eingekauft haben. So läuft das Geschäft. Genau. Na fein, einverstanden. Was soll's? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ja. Robby, wir brauchen das Geld aber. Unter dem Kaufhöhlenpreis, das ist fast so viel wie gar nichts. Was für einen Eisschrank können wir uns dafür kaufen? Doch die Sinclairs haben bei den gerissenen Geschäftsdinos keine Chance und beißen mit ihren Wünschen auf Granit. Und das zum glücklichen Eisschrankfest. Ist eine hübsche Kühlbox. Aus Pappe, was? Mehr konnten wir uns eben nicht leisten. Wenigstens haben wir dabei was gelernt über die freie Marktwirtschaft. Frohe Eisnacht wünsche ich euch. Danke, Papa. Ich wollte eben eure Geschenke holen, um das Fest doch noch irgendwie zu retten. Aber sie scheinen irgendwie geklaut worden zu sein. Also gehe ich jetzt in die Garage und mache Schluss. Wir haben die Geschenke genommen. Wir haben sie zurückgebracht, um mit dem Geld einen neuen Eisschrank zu kaufen. Was, wirklich? Das habt ihr für mich getan? Oh, Fran, ich bin ja so glücklich. Wo ist der? Da drüben, siehst du. Mehr Geld hatten wir nicht. Oh, das ist, als ob man mit meiner Seele Achterbahn fährt. Weg da, ich will ein Bild vom neuen Eisschrank malen. Geh mal weg. Oh, Papa hat dir deinen ersten Eisschranktag verdorben. Also komm, mein Junge. Hau mir ruhig kräftig mit dem Topf auf den Kopf. Ist mir zu langweilig. Ach, wie tief bin ich bloß gesunken. Mein eigener leiblicher Sohn will mich nicht mehr hauen. Du weißt, mit mir kannst du immer rechnen, Fettbacke. Nun hört mir mal alle zu. Unsere Vorfahren hatten noch keine Eisschränke. Darum geht es bei diesem Fest. Wir denken mal daran, was es damals nicht gab, damit wir für das dankbar sind, was wir heute haben. Eine wunderbare Familie und ein gemütliches Zuhause. Wir sollten zufrieden sein mit unserem Leben. Genau. Also wenn du mich fragst, wir haben es gut. Und wenn du mich fragst, kann man nur in die Garage gehen und Schluss machen. Nein, das ist doch Schwachsinn. Wir spielen jetzt das Eisschrankspiel. Auch wenn es vielleicht kindisch klingt. Ich habe keine Lust dazu. Wir spielen wie jedes Jahr das Eisschrankspiel. Und wenn du nicht mitmachen willst, spielen wir es eben ohne dich. Entschuldige mal. Auch wenn Dino-Papa Earl nicht danach zumute ist, die Familie besteht darauf, wie jedes Jahr das Eisschrankspiel aufzuführen und Dino-Oma Essel liest feierlich aus dem alten Buch die Dino-Legende. Vor vielen, vielen tausend Jahren war das Leben furchtbar mühsam. Damals musste man sich immer wieder fragen, wo findet man Nahrung? Ich bin furchtbar hungrig, aber siehe, es gibt nicht mehr den kleinsten Bissen. Die Bestie Hunger brüllt auch in mir, liebe Schwester. Schweig still, du Untier, rufe ich, aber siehe, es brüllt weiter. An diesem Ort gibt es nichts mehr zu essen. Wir müssen weiter wandern, meine Kinder. Ja. Wir müssen neue Länder finden, neue Fleischarten ausfindig machen und notfalls auch Gemüse. Oi, oi. So mussten die armen Dinos wieder einmal die Suche nach dem täglichen Fleisch fortsetzen. Jetzt. Earl, du bist dran. Nein, Fran, ich will aber nicht. Das ist ein Familienspiel und wenn du nicht mitmachst, sind wir keine Familie. Meinetwegen, na schön. Wenn wir wüssten, wie man Fleisch frisch halten kann, wäre das ewige Wandern vorbei. Aber eines schönen Tages vernahm der Vater der Familie, der ein gewaltiger und mächtig weiser Dino war, eine Stimme, die ihm zurief. Earl. Ach so. Horcht, ich vernehme eine Stimme. Doch mit meinen Augen kann ich nicht ausmachen, wo sie herkommt. Eine Stimme, aber Ja. ohne Gesicht? Nein, sowas ist doch nicht möglich. Aber die Stimme war weiter zu vernehmen. Sie sprach, bau einen Vorratsschrank, in dem es frostig wie im Winter ist. Bau einen Vorratsschrank, in dem es immer frostig ist. Bau einen Vorratsschrank, in dem es immer frostig ist. Wir werden hier bleiben. Ich muss einen Vorratsschrank bauen. Warum brauchen wir denn einen Schrank zum Wandern? Und darauf unterbrachen sie ihre Wanderung und die Arbeit an dem Vorratsschrank begann. Die Familie des großen Dinos litt schrecklichen Hunger, aber sie halfen ihm nach Kräften, bis nach vielen Tagen der Vater sprach: Es ist vollbracht. Das ist ein schöner Vorratsschrank, Vater. Ein guter, geräumiger Vorratsschrank, ein großer, stabiler Vorratsschrank. Ja, aber leider, er ist im Innern nicht kühl und frostig. Wir könnten ihn in den See werfen, Ja. dann wird er innen kühl werden. Oh, du bist schon recht weise für dein Alter, mein Sohn. Dann geschwind in den See Und so damit. wäre die größte Erfindung unserer Zeit beinahe ins Wasser geworfen worden. Aber zum Glück sprach die Tochter: Vater, warte!
Was für ein seltsames Ding. Ha, ein Stecker, seht mal. Und was macht man damit, Vater? Ein Stecker ist zum Stecken. Aha. So geschah es. Und im Eisschrank wurde es wirklich eisig. Und das Umherwandern war für immer zu Ende. Von da an konnten die Dinos ihr Essen frisch halten und für immer sesshaft werden. Und sie waren glücklich und froh. Und dann sangen sie alle: Herbei, oh ihr Dinos, kauft euch einen Eisschrank und alles bleibt frisch für eine lange Zeit. Nichts wird mehr schlecht, drum lasst uns Häuser bauen. Das Wandern ist vorbei, das Wandern ist vorbei. Schließt einfach euren Eisschrank an. Und ihr könnt essen, wann immer ihr wollt. Lang lebe unser lieber Eisschrank. Frohes Eisschrankfest, Earl. Ich geh schon. Nein, ich mach auf. Nein, ich Fran, mach auf. das war ein schöner Abend. Wozu brauchen wir Geschenke? Wer braucht sowas schon? Ich habe vielleicht keinen Eisschrank mehr, aber ich bin der glücklichste Mann in dieser Stadt. Und das ist fast wie ein Wunder für mich. Ach du dicker Dino, habe ich was an den Augen oder wie oder was? Wenn Sie hier einen gestressten Verkäufer sehen, der Ihnen Ihren Eisschrank zurückkarrt, haben Sie nichts an den Augen. Träume ich das also nicht? Sie träumen nicht, Herr Sinclair. Sie kriegen das Ding wieder zurück. Aber wieso? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Naja, meinem Boss hat die ungewöhnliche Rückgabeaktion Ihrer Frau irgendwie gefallen. Er findet, ein großzügiges Rückgaberecht gäbe uns den durchschlagenden Wettbewerbsvorteil, um unsere Konkurrenz endgültig abzuhängen. Und mit dem Eisschrank bedanken wir uns für diese klasse Idee. Fröhliches Eisschrankfest. Freut euch, Kinder, freut euch. Ah, und noch was. Wir wissen, es geht uns eigentlich nichts an, aber mein Chef hat Ihren Chef angerufen und Ihre Festtagszulage losgeeist. Hier ist der Scheck. Meine Zulage, meine Zulage. Hier haben wir sie, hier haben wir sie, hier Und haben hier wir ist noch ein sie. bisschen Eiscreme für die Kinder. Und um das Fest abzurunden, haben wir uns die Freiheit genommen, ein paar Schneemaschinen auf ihrem Dach zu installieren. Was? Es schneit. So habe ich mir als Kind immer richtige Eisnachten vorgestellt. Wenn Sie jetzt nur noch unter diese kleine Verzichtserklärung Ihre Unterschrift setzen würden, damit verzichten Sie auf jedes Rückgaberecht, dann wäre die Sache gelaufen. Aber immer doch. Wie ich sehe, ist Ihr kleines Eisschrankspiel schon gelaufen. Kleines Eisschrankspiel? Wir hatten heute das größte Eisschrankspiel, das man sich überhaupt denken kann. Es hatte was Erhebendes. Ein echtes Familienerlebnis. Und ich habe zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, was es für uns Dinos wirklich bedeutet. Unsere Kaufhöhle veranstaltet eine Eisschrankshow mit Orchester und Feuerwerk. Jeder Besucher kriegt von uns noch 30% Preisnachlass auf unsere Ferien- und Freizeitkleidung. Oh, Donner! Ihr Geschäftsleute gebt dem Fest wirklich einen ganz neuen und tieferen Sinn. Wir versuchen es jedenfalls, Herr Sinclair. Ich liebe dieses Fest der Familie. Ja. Baby wünscht frohen Eisschranktag. Langsam erhebt sich die Sonne und hüllt das Dinotal in prächtige Farben. Im Hause Sinclair verfolgen Dino-Oma Ethel und das Dino-Baby die Nachrichten im Fernsehen, während Dino-Mama Franny das Frühstück vorbereitet. Zur letzten Meldung die allerletzte Meldung. 50 Dinosaurier wurden mundgerecht portioniert am Tatort vorgefunden. Die 70-jährige Cora Dubios behauptet, sie sei unschuldig. Aber wir werden ihr unerbittlich pausenlos Fragen stellen, bis sie weinend zusammenbricht und ihre unaussprechlich furchtbaren, abscheulichen Verbrechen gesteht. Sehen Sie in wenigen Minuten. Gib's doch einfach zu und wir hauen ab. Oh, wird spannend. Hey Oma, warum stellst du ab? Dafür bist du noch zu klein. Sieh dir Trickfilme an. Will Krimis sehen, will Krimis sehen, will Krimis! Entweder Trickfilme oder Oma erzählt dir wieder mal vom Rheuma in ihren Beinen. Trickfilme, alles klar. Ja!
Mama, hör mal, als Hausaufgabe sollen wir diesmal ein Gedicht über unsere innersten Gefühle schreiben, aber ich finde sowas albern. Naja, und da habe ich das hier geschrieben. Also, mein Armband. Es ist schäbig und krumm. Ach, wär's aus Silber oder Gold, das wäre nicht dumm. Dann könnte ich's verkaufen und kaufte dafür ein Auto, ein Haus und zöge weit, weit weg von hier. Weit weg. Ganz reizend, Schatz. Und wie findest du's, Papa? Frag deine Mutter. Oh, Morgen allerseits. Hey, da kommt ja mein Großer. Wie geht's denn, mein Junge? Siehst gut aus, siehst stark aus. Wie geht's dir denn? Also, ich habe gewaltigen Hunger. Fran, der Junge hat Hunger. Es gibt dein Lieblingsfrühstück, Robby. Dein Lieblingsfrühstück? übrigens, es gibt ein sogenanntes Mittelkind- oder auch Zweitkind-Syndrom. Charlene, du weißt, heute ist ein ganz besonderer Tag für deinen Bruder. Ja, und außerdem haben sie mich lieber als dich. Ah, du ekliger... Hey. Robby geht heute zum Jobanweiser, um zu erfahren, welchen Beruf er kriegt, welche Karriere er in seinem Leben machen wird. Du Papa, wie läuft das Ganze da eigentlich ab? Also pass auf. Die Jobanweisung ist ein übernatürlicher Vorgang, der sich in einer beinahe undurchdringlichen Wolke des Geheimnisvollen abspielt. Im Klartext heißt das, du nimmst den Linienbus zum mystischen Reich des Unbekannten. Ja. Da steigst du um in die Bahn, die fährt alle halbe Stunde. Verstehe. Damit fährst du bis zur Station, die Vorsehung heißt. Mann, da sitzt der Typ also. Typ? Typ? Das ist kein Typ. Das ist der allwissende, allessehende, großmächtige Jobanweiser. Er berührt deinen Kopf, dabei sieht er dir in die Augen und entscheidet darüber, in welchem Beruf du dein Leben lang arbeiten wirst. So läuft das. Lass mal sehen, Bruderherz. Oh, seht euch das an. Klo-Tieftaucher. Quatsch, er wirft einen kurzen Blick auf mich und sagt 2 Worte. Rockstar. Du hast doch immer gesagt, du willst Arzt werden. Nein, das hast du immer gesagt, Mama. Aber das Schöne an diesem System ist doch, dass man sich eben keine Gedanken über seine Zukunft zu machen braucht. Das übernimmt der Jobanweiser. Da bin ich aber gespannt. Fein rausgemacht, um Eindruck zu schinden, macht Robby sich auf den Weg und betritt nach längerer Fahrt das Büro des Chefs. Entschuldigung, ich suche den Jobanweiser. Hinter die Linie. Es geht um meine Karriere. Sofort hinter die Linie. Wo ist denn der Jobanweiser? Sitzt vor dir. Hier, guck dir das an. Sieht das etwa wie Thunfisch aus, hä? Sie sind der Jobanweiser? Ja, der bin ich. Name? Ich habe gedacht, hier wäre irgend so eine Art Wolke, irgendwas Undurchsichtiges, Geheimnisvolles. Ganz wie du willst. Wow. Sag mir deinen Namen. Besser so? Das war alles? Na ja, weißt du, früher gab's auch noch Rauch und gleißendes Licht, dazu eine Stimme wie Donnerhall. Und da drüben, da war eine Feuerwand. Aber dann wurde gespart und wieder gespart und weiter gekürzt. Und das ist übrig geblieben. Name? Robert Mark Sinclair. Da haben wir dich. Sinclair, 15 Jahre alt, gute Zeugnisse, stellt immer die Tradition in Frage. Mutter Hausfrau, Vater Baumschubser. Also du wirst... Rockstar. Baumschubser. Nein. Willst du lieber Hausfrau werden? Aber ich dachte, Sie sehen mir in die Augen und lassen mich dann das werden, wozu ich bestimmt bin. Aber auf gar keinen Fall Baumschubser, das wollte ich nie werden. Und das hier wollte ich auch nicht haben. Und trotzdem müssen wir beide das schlucken. An diesem großen Tag sind die Sinclairs ganz aus dem Häuschen. Dino-Mama Franny hat ein großartiges Buffet gezaubert und Dino-Papa Earl und Tochter Charlene schmücken die ganze Bude mit Girlanden und bunten Luftballons. Alle warten auf Robby, damit die große Party steigen kann. So ist es gut, danke. Hast du einen Sack Zement gegessen? Hunger, fütter mich. Wir essen erst, wenn Robby wieder zurück ist. Da, Robby ist wieder da. Was? Oh nein. Sei lieb zu mir. Ich versuche es. Für mich veranstaltet ihr nie so eine Party. Charlene, du weißt doch, dass wir dich genauso lieb haben wie Robby. Er ist da. Ja. Hallo, Robby. Hey, willkommen. Willkommen, mein Drache. Hallo allerseits, ich gehe auf mein Zimmer. Was ist los, Robby? Waren die Rockstars schon alle vergeben? Ja. Oh, Robby. Oh, Was ist? seht euch das mal an. Was ist? Du liebes bisschen, sie haben ihn fertig gemacht. Was ist denn? Mein Kleiner. Was ist? Gib her. Ja,
Das ist wirklich toll. Das ist fantastisch. Junge, da hast du aber einen Spitzenjob. Ich freue mich schon darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Ah, ist mir übel. Das gehört dazu. Natürlich kriegst du das Flattern. Du stehst doch kurz vor einem neuen großen Abenteuer. Du wirst ein Baumschubser. Mann, ich wäre gern an deiner Stelle. Aber das bist du doch schon. Oh, wie schön für mich. Stell dir vor, Sinclair und Söhne. Wir, die Baumschubser. Die Welt steht uns offen. Nicht für mich. Hör zu. Wenn du mir nicht glaubst, frag deine Mutter. Freddy? Oh, weißt du, Robbie, es ist vielleicht nicht der umwerfendste Job der Welt, aber... und du wirst nicht unbedingt vor deinen Freunden damit angeben, womöglich wirst du ihn sogar ganz verschweigen. Aber dieser Beruf ist wirklich nett. Und ich bin sicher, du findest ihn auch, bestimmt ganz nett. Genau. Ich muss sagen, das klingt wirklich mächtig verlockend. Wo kann ich mich bewerben? Ha, das geht aber nicht. Verschrumpelte alte Drachen werden nicht genommen. Stimmt, gewöhnlich nehmen sie bloß dicke, fette Schwachköpfe. Oma! Ach, hör nicht auf sie. Morgen gehst du mit deinem Vater zur Arbeit. Und da zeige ich dir erstmal, wie schön dein Leben ab jetzt sein wird. Dein Vater ist ein Komiker. Und dann ist der große Augenblick gekommen. Robbie ist mit Dino-Papa Earl im Wald unterwegs, um seinen ersten Tag als Baumschubser anzutreten. Seine Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen, auch wenn Dino-Papa Earl in höchsten Tönen von seinem Job schwärmt. Weißt du was, mein Sohn? Wir Baumschubser tun viel Gutes für die Umwelt. Ach ja, und das wäre... Weißt du, zum Beispiel breitet sich der Regenwald immer weiter aus. Wenn wir ihn nicht zurückdrängen würden, würde er die Erde überwuchern. Und allen würde von dem vielen Sauerstoff ganz schwummerig im Kopf. Und was bei diesem Job am meisten Spaß macht, das sind deine Baumschubser-Kollegen. Die Jungs sind großartig und witzig. Du schmeißt dich weg. Manchmal haben wir vergessen, Feierabend zu machen, weil wir so gelacht haben. Morgen, Jungs. Oh Mann, dieser blöde Job geht mir vielleicht auf den Keks. Manchmal wüsste ich mir, ich würde tot aufwachen. Siehst du, schon machen sie Witze. Jungs, ihr kennt doch meinen Sohn Robbie. Hallo, Robbie. Hallo, Robbie. Wie geht's denn so? Er hat gestern erfahren, dass er Baumschubser wird, genau wie wir. Ja. Herzlichstes Beileid, mein Junge. Und wieder verschimmelt ein Leben. Hey, hört auf damit, versaut dem armen Jungen nicht seinen ersten Tag als Baumschubser. Erzählen wir ihm lieber mal von den guten Seiten. Genau. Ja, bitte. Na, feine. Also... Mann, oh Mann. Na los. Meine Frau ist nicht hier. Das ist eine gute Seite. Und du arbeitest mit den Händen. Was ist? Kommt schon, Männer. Ihr vergesst, was für einen aufregenden Job wir haben. Wieso? Hey, Robbie, komm mal mit. Da, ein Baum. Ein echtes Naturwunder. Riesig, majestätisch, über viele Jahrtausende gewachsen. Wahnsinn, toll. Ja. Jetzt ist er hin. Darauf kann man mit Recht stolz sein. Papa, ist dir schon mal aufgefallen, dass ihr nur Bulldozer mit Hüten seid? Erstmal, das da oben ist ein Helm. Und zweitens, ein Bulldozer ist eine blöde Maschine, die immer und immer wieder, ohne nachzudenken, die gleiche stumpfsinnige Arbeit macht, weil sie von jemand anderem gesteuert wird. Sinclair, Sie Blödmann, los, sofort herkommen! Oder sehe ich das irgendwie falsch? Los! Schnell weg hier! Ich glaube, der meint mich. Los. Sinclair, ich habe gerade aus meinem Fenster geguckt und etwas gesehen, das mich sehr traurig gemacht hat. Wissen Sie, was das war? Schubser, die sich amüsiert haben? Nein, Sie haben einen Baum umgeschubst, ohne ihn vorher zu entwurzeln. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich krieg ein Stück Kuchen. Nein, Sie dämlicher Volltrottel. Es bedeutet, dass er wieder nachwächst. Aber wenn wir ihn nachwachsen lassen wollten, würden wir ihn doch nicht erst umschubsen. Oder doch? Nein, Chef. Was? Nein, Chef. Na bitte. Und damit Sie es nicht wieder vergessen, kommen Sie gefälligst die nächsten Wochenenden hierher und werden nichts anderes machen, als Wurzeln ausrupfen, bis Sie es für immer kapiert haben. Aber Wurzeln ausrupfen ist ein Job für Anfänger. Und was könnte noch gemeiner sein? Den hübschen Hut hier dabei auf dem Kopf zu haben. Hätte ich bloß nicht gefragt.
Mann, ist das ätzend. In gewisser Weise ist das auch eine Auszeichnung. Der zwingt dich, diesen Deckel zu tragen? Ja, aber was für ein. Sieh mal die Spitzen und die hauchzarten Seidenblumen. Und da dieses kleine Marienkäferchen. Junge, ich hoffe, dein Respekt vor mir wird darunter nicht leiden. Ach, was? Überhaupt nicht. Oh, mein Job ist ein einziger Witz. Mein Leben ist absolut sinnlos. Und ich habe gar nichts, was zu diesem Hut passt. Dino-Papa Earl ist völlig deprimiert von den Demütigungen seines Chefs und sitzt am Abend niedergeschlagen vor der Glotze. Wieso bleiben Sie in Ihrem stinklangweiligen Beruf? Keine Ahnung. Warum schreit Ihr Boss Sie immer wieder an? Das frage ich mich auch. Warum ist Ihr ganzes Leben ein absoluter Schlag ins Wasser? Hacken Sie doch nicht dauernd auf mir rum. Was sollen die vielen Fragen? Dino holen, mein Freund. Wer viel fragt, macht sich unbeliebt. Ihr Leben können Sie vielleicht nicht mehr ändern, aber wenn Sie blau sind, ist es Ihnen egal. Oh. Dino holen. Besser was trinken, als in Gedanken versinken. Ich hab dir was zu essen gemacht. Na toll. Hast du was Kräftiges zum Nachspülen? Im Fernsehen sagen sie, ich soll Dino Hol trinken. Aber Dino Hol ist keine Antwort. Dadurch wird's bloß noch schlimmer. Mal lass dich nicht hängen. Ich hab dir dein Lieblingsessen gemacht. Eine extra große Portion. Hab aber keinen Appetit. Und die Arbeit schmeckt mir auch nicht mehr. Mein Leben ist ein Mistleben. Earl Sneed Sinclair! Oh. Manchmal machst du mich vollkommen wahnsinnig. Na fein, na schön, ich esse ja. Aber hast du ein Kleid, das zu dem Hut hier passt? Du hast ein wundervolles Leben und eine ganz wundervolle Familie. Aber wenn du zu blind bist, das zu sehen, dann kannst du von mir aus für immer im Bett bleiben. Ich bringe ihm sein Lieblingsessen, aber er muss natürlich wieder... Ach. Das kann doch wohl nicht schon alles in meinem Leben gewesen sein. Früher wollte ich mal was Besseres werden. Dino-Papa Earl versinkt in Gedanken und beginnt von alten Zeiten zu träumen. Oh, hoffentlich nimmt er nicht. Mann, ich brauche den Job. Ich würde alles dafür geben, mit einem Choreografen seines Kalibers zu arbeiten. Er ist so füllig und trotzdem so graziös. Ihr werdet schwitzen, ihr werdet leiden. Aber ihr werdet mir dafür danken, weil ich aus euch nämlich erst richtige Tänzer machen werde. Und los! 5, 6, 7, 8. Ja, das ist es. Weiter, weiter, strengt euch an. Das ist es. Und die Zehenspitzen. Gerade Linie, gerade Linie. Spannung halten und lächeln. Kick und drehen, 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 drehen. Ja! Oh, ihr habt wirklich Talent. Zusammenbleiben. Mehr Kraft. Kommt schon, zeigt's denen mal auf den billigen Plätzen. Ihr habt es drauf. Geht aus euch raus. Funkelt ihr strahlende Diamanten. Es ist kaum zu glauben, doch Robbie hat inzwischen Gefallen an seinem Job gefunden und macht sich in Eigeninitiative ans Baumschubsen. Ja! Dino, stark! Hey, das war meine Wohnung, Schweinerei! Oh, das tut mir echt leid, Kleiner. Ach, ich kann sowieso niemandem böse sein, der so einen scheiß Job hat. Ich hasse meinen Job. Hey, Junior, was zum Donner machst du da? Oh, ich fand's irgendwie langweilig, die Bäume einfach umzuschubsen. Darum habe ich mir ein Zugsystem ausgedacht, das doppelt so viel leistet. Und, warte, Junior. Ich verrate jetzt mal das Grundprinzip der Arbeit. Tu niemals zu viel. Was? Wie viele Bäume hast du schon umgeschubst? 7 oder 8. Oh, das tut weh. Jetzt pass mal auf, Junior. Du musst dich unbedingt bremsen. Sonst stehen wir anderen nämlich dumm da. Ich soll mich bremsen? Ja, weißt du musst deinen Rhythmus finden. Du schubst einen Baum um, futterst einen Fleischkringel, plauderst mit den Kollegen, suchst dir einen neuen Baum. Peng, Mittagspause. Warum die Eile? Die Bäume laufen dir schon nicht weg. Und darum musst du es auch nicht übertreiben. Ja, okay, hey, aber ich mal... Ein Fleischkringel? Nein, vielen Dank. Wirklich sehr freundlich von Ihnen. Aber ich will jetzt lieber... Greif schon zu, Kleiner. Na gut. Stehen bleiben, keine Bewegung! Hier, verstecken! Warum schubst du keine Bäume um, Junge? Na,
Habe ich ja, aber... Was hast du da in der Hand? Ach, das hier, Fleischkringel. Wollen Sie auch einen davon? Niemand hier futtert Fleischkringel während der Arbeitszeit! Herr Richfield, finden Sie nicht, dass Sie jetzt ein bisschen übertreiben? Das ist doch nur ein Missverständnis und kein Grund für Spannungen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie auch mal bereit wären, einfach zuzuhören und nicht immer gleich losbrüllen würden, dann könnten wir hier viel effektiver arbeiten. Ja, umwerfende Theorie. Komm doch mal rein und wir reden darüber und bring deine 9-mal klugen Ideen gleich mit. Seht ihr? Alles eine Frage der Verständigung. Blauäugig, wie nur ein Anfänger sein kann, betritt der ahnungslose Robbie das Büro des gefürchteten Dino-Chefs Richfield. Die anderen Baumschubser gehen vorsichtshalber in Deckung. Da erscheint Dino-Freund Roy. Hey, Männer, wir wollten doch erst nach der Mittagspause Verstecken spielen. Warum habt ihr mir denn nicht Bescheid gesagt? Hör zu, Junge ist da drin. Er ist da drin bei Richfield. Wie? Was ist? Richfield beißt ihm den Kopf ab. Wir müssen sofort was unternehmen. Man sucht einen eigenen Baum, der hier Na los, kommt schon. Dino-Papa Earl hält ein Mittagsschläfchen. Doch Dino-Mama Franny reißt ihn ganz schnell aus seinen Träumen. Oh! Kick und Kraft, mehr Kraft. Wach auf! Roy hat eben angerufen. Robbie steckt in Schwierigkeiten. Robbie, was ist mit ihm? Das wollte Roy mir nicht sagen. Er wollte es dir nicht sagen? Oh, ich kenne meinen Roy. Er wollte dich nur nicht aufregen. Wenn Robbie nicht einen schrecklichen Unfall gehabt hat, dann hat ihn wahrscheinlich irgendein Monster gefressen. Nein! Und mach dir keine Sorgen, Schatz. Es ist sicher nicht schlimm. Was? Oh, ich komme, mein Sohn. Papa ist unterwegs. Halt durch, Robbie, dein Vater ist unterwegs. Hey, wo willst du hin, Earl? Oh, Roy, wo ist Robbie? Ich muss ihn sofort retten, egal aus welcher Gefahr. Vulkane, Erdbeben, Feuersturm. Mein Leben ist total unwichtig. Wo ist der Roy? Wo? Er ist bei Richfield im Büro. Aber andererseits ist er schon 15. Er hat sein Leben gelebt. Aber du wirst doch jetzt nicht einfach rumstehen und überhaupt nichts tun. Nein, ich werde reingehen. In 20 Minuten wirst du nachkommen. Zum Aufwischen. Hä? Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Und schon gar nicht der blöde Sohn eines voll verblödeten Baumschubsers. Und wenn ich vielleicht mal eine knifflige Frage habe, werde ich mich selber fragen. Lieber Herr Richfield, darf ich Sie mal kurz was fragen, während Sie gerade Luft Ja, wenn holen? sein muss. Es ist in Ordnung, wenn Sie mich anbrüllen, aber wenn Sie anfangen, meinen Sohn anzubrüllen, geht das wirklich zu weit. Aber das gefällt mir ja gerade daran. Er ist so ein empfindsames Kerlchen, seine Nerven sind zu zart für diesen lauten Job. Mal, dann wird er sich langsam daran gewöhnen müssen, wenn er Baumschubser werden soll. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß, es ist Tradition, den zugewiesenen Job anzunehmen, aber vielleicht... Also ich wage es kaum zu sagen. Vielleicht ist diese Tradition ja falsch. Was? Ich glaube nicht, dass mein Sohn fürs Baumschubsen geschaffen ist. Und wenn's recht ist, nehme ich das, was von ihm übrig ist, wieder mit und suche ihm einen besseren Job. Einverstanden. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Den Jungen anzubrüllen hat sowieso nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gedacht habe. Passen Sie mal auf. Gar nichts. Er ist bestimmt überwältigt, Chef. Ja, wäre möglich. Bei Ihnen macht viel mehr Spaß. Danke, Chef. War mir ein Vergnügen. Na los, Robby. Ja. Ab. Raus. Ja. Vielen Dank auch, euer Chef. Ja. Dino-Papa Earl ist richtig in Fahrt gekommen und will sich für Dino-Sohn Robbie beim Jobvermittler mal so richtig stark machen. Irgendjemand muss doch den Kaugummi unter den Sitzen wegkratzen und von jetzt an machst du das eben. Die Nummer 42. Jetzt hören Sie mal gut zu, Sie nachgemachter, allwissender Jobanweiser See. Wir lassen uns von Ihnen in Zukunft nichts mehr vorschreiben. Nummer 10 hinten anstellen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Nummer 98. Jetzt hören Sie mal gut zu, Sie nachgemachter, allwissender Jobanweiser See. Sie lassen sich von mir nichts mehr vorschreiben, stimmt's? Ja, stimmt. Und wir gehen hier nicht weg, bevor mein Sohn einen besseren Job gekriegt hat. Aber ich habe ihm schon einen zugeteilt. Nur leider den falschen Job. Aus ihm wird nie ein Baumschubser. Dafür hat er zu viel Krebs. Ja. Er hasst den Job. Aber für Sie ist er doch gut genug. Ja, für mich ist er gut genug, aber
Ich will, dass mein Sohn was Besseres wird. Er soll den Job haben, den er sich wünscht. Meinen Sie, ich war scharf auf diesen Job? Mein großer Traum war immer, Tänzer zu werden. Oh. Aber ich hänge nun mal hier und er wird Bäume umschubsen. Naja, du hast es wenigstens versucht. Nein, warte noch. Was wäre denn so falsch daran, wenn sich jeder seinen Job selber aussucht und sich nicht von anderen in seinem Schicksal rumfuschen lässt? Genau. Was wäre, wenn alle Dinos nur noch das machen würden, was sie wirklich machen wollen? Das wäre das Chaos. Und was wäre, wenn ich Ihnen einen 50er rüberreiche? Bingo, das wäre kein Chaos. Gut. Spitze, Papa. Hier eine Blanko-Job-Anweisung. Da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Ja, da siehst du, das System funktioniert. Danke, Papa. Super. Und? Was willst du jetzt werden? Weiß ich noch nicht. Vielleicht denke ich noch ein paar Jahre drüber nach. Wiedersehen. Wollten Sie wirklich mal Tänzer werden? Der Jobvermittler und Earl sind wirklich ein Spitzentanzteam. Dino-Mama Franny und Tochter Charlene staunen nicht schlecht, als sie das Zimmer betreten und die beiden Dinos eine heiße Sohle aufs Parkett legen. 5, 6, 7 und 8. Yeah! Yeah! Hey, und Roll, Step. Oi. Ja, Sie haben es. Hey. Guck mal. Step, das Publikum rast. Mama! Ja. Zurück, vorwärts, zurück. Ja. 5, 6, 7, 8. Yeah, yeah. Da! Papa leiert mir meine Stulpen aus. Das sind Genau. Und jetzt kommt der ganz große Abgang. Wo bleibt der Abgang? Yeah. Ja. Und, gefällt euch das? Fantastisch, Earl. Jetzt! Genau beim größten Beifallsbrausen soll man von der Bühne sausen.